Eieiei, wann de Mr. Science mat de Pumpchen ënnerweers, dann hiecht dat bestimmt nächt Gutes, oder? Ja, haut konfrontiere ma d'Extremer. Extrem wärm an extrem kahl. An et Kind sinn, dat et geféierlech gëtt. An dofir hunnech ma bëssen Hëllef geholl. Ma ës si gespannt, Joseph, mir lussen awer Pumpchen alles mal oprichten an mir gi kurz bis an de Laboluse. An direkt mammer den echten Konfrontationstest. Schon hei kahle Kaffee an hei wärme Bier. Kahl a wärm also. Allo guck mal, wat passiert, wann man die zwei zusammen schäden. Mr. Science, die stungen da alle Beit opbausen, a sie awer lot nämlichlecht warm. So willst du als fir dumm verkaufen oder wat? Man nee, dat war just fähig zu weisen, dass wärm a kahl nicht immer eine exakt Bezeichnung ass. Für mir genau zu schwätzen, schwätzen wir von Temperatur. Das heißt, wie viel hützt oder Energie an etwas ass. An diesem Fall hatten der kahle Kaffee und der warme Bier dieselbe Temperatur, also auch dieselbe Energie. Ja, a wat passiert an lo wann die Flüssigkeiten mit verschiedenen Temperaturen bei neget? Bei der probieren wir lo. Komm mat. Auf der einen Seite habe ich eine Flüssigkeit, die minus 86 Grad kahl ist. Das ist Aceton mit Drüscheneis. Und das ist so kahl, wie es an extremen Fällen mal kann Südpol gehen. Also eine Flüssigkeit mit wenig Energie. Genau. Auf der anderen Seite habe ich eine Flüssigkeit von plus 70 Grad Celsius. Und so warm kann es mal an der Wüste hier am Iran gehen. An dat Wasser huet an lo viel Energie. Genau. Und die kommen auf der Erde auch nie zusammen. Aber ich vermischen die lo. Hui, das ist aber schon eine richtig heftige Reaktion. Ja, aber aus sich ist nicht viel mehr passiert, die Temperatur von der Mischung lo hai eng Moyennas von der kahler an der wärmer Flüssigkeit. Und dafür gehen wir lo auf etwas mehr Extremes über. Auf der einen Seite haben wir den flüssigen Stickstoff. Das ist flüssige Luft, an die ist minus 196 Grad kahl. Das ist 10 Mal mehr kahl wie der Nordpol. Und daran kann ihn alles zum Frieren bringen. Bei allem geht die Energie rausgezogen. Und das raus verliert man Sekunden so viel Energie, dass sie brüchig geht wie Glas. Auf der anderen Seite holen wir etwas, was nach 3 Mal mehr warm ist wie flüssig Lava. Und das ist ein Thermit. Das ist eine Mischung zwischen Aluminium und Eisenerz. Aber wenn die gezündet wird, kriegen wir binnen Sekunden Temperaturen von 2500 Grad. Und ein Thermit lassen wir mit dem Stickstoff reagieren. Weil das aber zu gefährlich ist, gehen wir mal zurück bei Pumpchen. Ja, hier am Blumendippen ist ein Thermit dran. Aber wenn ich zünden, da lebt 2500 Grad wärmt Eisen an Aluminiumschlag rauf hier an den flüssigen Stickstoff. Was da passiert, das weiß ich nicht. Vielleicht geht ein Thermit einfach aus. Oder vielleicht passiert etwas Ähnliches. Das muss man auch herausfinden. Der Stickstoff auf jeden Fall heißt Stickstoff, weil er auch ein Feuer ersticken kann. Eigentlich wären dann gut für zu löschen. So, was man dir an so einem Fall? Ja, wir müssen ganz gut aufpassen, weil wir können kein Wasser holen, weil das Wasser sich dort zersetzt. Und dann entsteht Knallgas und dann explodiert das Ganze. Ganz richtig. Aber hier, mit dem flüssigen Stickstoff, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Hey, dann probiert mal einfach.
war heftig. Und vom Glas, vom Stickstoff, also auch nicht ganz viel übrig. Und es schenkt wirklich, wie wenn der Stickstoff die Reaktion vom Thermit nicht gebremst hat, mehr zusätzlich sogar verstärkt hat. Tja, mit über 2000 Grad bringt ein Thermit sogar fertig, mit flüssigem Stickstoff chemisch zu reagieren. Aber was da passiert, ist eigentlich dasselbe, was mit Wasser passiert. Der Stickstoff der geht zur Saat und dann reagiert er wie ein Brandbeschleuniger. Fazit also, den Thermit den ist nicht gut für mit Stickstoff zu löschen.